Das Kölsche Ding der Woche. Uli und Frank präsentieren euch der Podcast zur stärksten Stadt auf der Welt. Kompakt, subjektiv, völlig vor in die Nummer und natürlich für lau. Herzlich willkommen zu einer wunderbaren neuen Folge vom Köln-Ding der Woche und mir gegenüber sitzt die Apefoot, der Ätzebär, der Blötschkopf, der Butzedrisser, der Bügelschnigger, der Drisskerl, der Uli. Hanak, du Rindvieh, Dunnerkiel, du Schälen Blötschkopf in Zivil, du Glöttebur, du Nümertsgrat, du Ahlenstock für Strengsoldat, versoffen Öl, du Laberitz, du Kalventräger, Jeckenditz. Ich wünsch, dass du ne Kränke kriegst, du bist ein Burenbiest. Wenn ihr jetzt glaubt, hier wäre ein wenig gespannte Stimmung in der Bude, so kann ich euch beruhigen, denn heute geht es um eins der schönsten Themen, die man so im Podcast besprechen kann, um Schimpfwörter ob Kölsch. Wie der Strunzbügel, das der Hinge alt schön gesagt hat. Es geht um ein ganz besonderes Kapitel im Kölschen Wörterschatz, nämlich um alles das, wie man sich wunderbar herrlich beschimpfen kann. Und die dicke Trumm gegenüber von mir, der Ahlentütenögel, ist eine echte Verdötschte. Ja, genau, der drüge Manes, da drüben der Flabes, die Fressklötsch, der Futeleer, der Hanak und was weiß ich, wer da all noch ist, das ist der Uli. Und wir müssen natürlich auch die Wörter ein wenig übersetzen. Erstmal müssen wir Grundsätzliches mal ein paar Dinge feststellen. Also kölsche Schimpfwörter, in jeder Mundart gibt es Schimpfwörter. Das ist jetzt nichts ganz Besonderes. Wobei die kölschen Schimpfwörter, die kann man in so ein paar Gruppen vielleicht einteilen. Dann gibt es diese Schimpfwörter, das sind so sprechende Schimpfwörter, die kann man sich selbst herleiten. Wenn ich zum Beispiel sage, Frank, du bist eine Aale Heringsbändier, dann meine ich damit, ich bin ein alter Fisch. Bändiger, der nicht ganz. Der Heringsbändiger ist einer, der es gerade mal schafft, einen Hering zu bändigen. Das ist also ein ganz schwacher, schwächlicher Mensch. Das meine ich mit diesen wirklich sprechenden Schimpfwörtern. Und dann gibt's noch Schimpfwörter, da kann man auch vom Wortsinn her gar nichts mehr ableiten. Wenn ich sage, du bist ein Alhanak. Ja, dann wird's schwierig, weil da ist nämlich ein Spitzbube gemeint. Es kann sich aber auch je nach Zusammenhang um irgendeinen Gauner handeln, also wie auch immer. Also es ist nicht ganz so einfach mit den Kölner Schimpfwörtern, aber das Schöne an den Kölner Schimpfwörtern ist, sie sind eigentlich, sag ich mal, hören die sich nicht so hart an wie Arschloch, oder? Die sind eigentlich so ein bisschen schöner und selbst wenn man beschimpft wird, ist immer noch so ein bisschen Charme dahinter. Ne? Wenn ich zum Beispiel sage, du bist eine Kniesbügel, dann meine ich damit, derjenige ist ein Geizhals. Allerdings ist das immer noch so ein bisschen netter, finde ich, als zu sagen Geizhals, Kniesbügel, finde ich, das klingt irgendwie noch so ein bisschen netter und angenehmer. Ja, das ist genauso, wenn ich jetzt sage, so der Uli, der ist aber eine Klavmul oder eine Klavschnüss, dann heißt das eigentlich im übertragenen Sinne, der redet ein bisschen viel und hört sich auch gerne reden, aber letztendlich hört sich das irgendwie süß an, würde ich mal fast sagen. Und jetzt kommt der nächste Punkt. Du hast nämlich für bestimmte Dinge immer verschiedene Schimpfwörter. Also wie zum Beispiel, was der Frank gerade beschrieben hat, da kann man auch Schwartlappen für sagen oder auch eine Lellbeck. Das kennt heutzutage kaum noch einer. Das sind also Leute, die immer mitreden wollen, aber eigentlich gar keine Ahnung von irgendwas haben. Ja, genauso wie zum Beispiel die Kläfbutz, die sitzt zum Beispiel sehr, sehr gerne den ganzen lieben langen Tag in der Kneipe und Obsinger Butz, also der klebt auf seiner Hose beziehungsweise an der Theke oder am Stuhl. Und zu den sprechenden Schimpfwörtern gehört noch so was wie eine Umstandskrämer. Das sind nämlich die Typen, die alles immer bis in die zweite Nachkommastelle genau haben und irgendwie immer alles ganz, ganz, ganz genau machen. Also jemand, der ein Umstandskrämer ist, das ist eine Umstandskrämer. Okay. Dann muss man sagen, dass zum Beispiel ein Knüsselkopf jemand ist, der ein bisschen knüsselig, also dreckig ist, ja, also wenn ich jetzt sage, das ist irgendwie, also ich sag mal ganz übertrieben gesagt, könnte ich sagen, das ist eine Messi, ja, aber eigentlich ist das eine Knüsselkopf, der ist halt manchmal ein bisschen fettige Haar oder wie auch immer, ja, aber der ist nicht ganz so reinlich, wie so, sag ich mal, die Oma das gerne hätte. Das ist von dem abgeleitet vom Knüssel, wenn der Kölsche was knüsselig findet, dann ist das so ein bisschen dreckig, speckig, abgenutzt und das passt natürlich dann auch entsprechend auf den Knüsselkopf drauf. Zu den schönen Wörtern, die man so gar nicht, zunächst vielleicht gar nicht herleiten kann, ist auch der Tütenögel. Der Tütenögel, das ist so ein Mensch, der eher so ein bisschen ungeschickt ist. Und es gibt eine Erklärung dafür, die ist sehr schön, aber die ist mit hoher Wahrscheinlichkeit nach falsch. Nämlich, jetzt wird es ein bisschen pikant, Tütenögel, Tüte könnte man mit der weiblichen Brust übersetzen, so ein bisschen, ne?
Also so ein bisschen umgangssprachlich, ne? Sehr rustikal. Und Nüggele ist an der Brust nuckeln. Und wenn man jetzt sagt, irgendwie, du bist eine Tüte Nüggel, dann meint man irgendwie, du bist so eine unreif, du musst noch an den Tüte nüggeln, weil du noch nicht erwachsen bist. Das könnte sein, dass es aus der französischen Besatzungszeit her stammt, als die französischen Soldaten als Tütenüggeler angesprochen worden sind, weil die am liebsten an den Tüten nüggeln würden. Genauso ist es, dass viele, sage ich mal, Früchte, sage ich mal, als Schimpfwörter missbraucht werden, sage ich jetzt mal. Zum Beispiel die Krönzel, die kennt kaum noch ein Mensch, ist eine Stachelbeer. Wenn also einer irgendwie ziemlich zimperlich ist, dann sagt man, du bist eine Krönzel, oder aber man meint eigentlich eine Mimose. Genauso wie einer meiner Lieblingsbeschimpfungen ist, du Plüschprumm. Ja, das ist, sage ich mal, eine Mirabelle oder ein Pfirsich, weil Plüsch kommt von plüschig. Die fühlt sich ja so ein bisschen plüschig an, die nicht die Nektarine, sondern die, sag schnell, Mirabelle zum Beispiel. Und Prumm ist einfach eine Pflaume. Es gibt natürlich auch noch die Kombination mit den Tieren, ne? Also ein ganz gängiges und immer passendes Schimpfwort ist natürlich fiese Möpp. Das passt eigentlich immer. Das kannst du immer verwenden, da geht nichts verkehrt. Aber ein bisschen spannender wird es, wenn man zum Beispiel von einer Hip spricht. Selbst unser Tontechniker Yannick, eine Kölsche Jung, wusste nicht, was eine Hip ist. Nämlich, eine Hip ist eigentlich eine Ziege. Das kann man jetzt aber auch auf eine Frau anwenden und sagen, du aale Hip, und dann ist es irgendwie so eine abgemagerte, irgendwie ein bisschen affgewraggelte ältere Frau, und die ist dann die Hip. Da gibt's das schöne Lied auch von Trude Herr, da heißt es, het krümme Bein, de Hip vom Nümat, ein Horke Nas, ein platte Hühnerbrust. Ich bin doch mindest doppelt so schön wie dat. Ja, das ist ja ein sehr schönes Lied, das kenne ich überhaupt nicht, habe ich schon nie gehört. Genauso wie das Trorne-Dir, das ist wiederum eine, sage ich mal, eine Zusammenfassung von zwei Worten. Einmal Trorne, das sind die Tränen, und das Dir ist das Tier. Macht also das Tränentier. Das ist jemand, wenn er sehr, sehr langweilig ist und sich zu nichts aufraffen kann, dann sagt man schon mal schnell, boah, das ist ein Trorne-Dir, mit dem kannst du nichts anfangen. Dann haben wir noch Berufsbezeichnungen, wie zum Beispiel der Bur. Der Bauer, das ist man per se schon mal eine Beschimpfung, das kann man einfach mal machen. Bauern, das ist irgendwie ein ungehobelter Mensch, der mit den städtischen Umgangsformen nicht so richtig parat kommt, ne? Die Verschärfung davon ist der Klüttebur, das ist nämlich der sich um die Kohlen kümmert und dann noch nicht mal zum Bur geschafft hat, sondern nur eine Klüttebur ist. Aber man kann auch Äpfelsbur zum Beispiel sagen, ja, oder Prommebur, oder was weiß ich was, Murrebur. Ein bisschen ausgefuchster wird es dann, wenn man zum Beispiel sich das gar nicht mal so unbedingt Schimpfwort Dotz oder Dötz hier anguckt. Das ist eigentlich ein Dotz, irgendwas was Rundes. Man kann zum Beispiel einen Dotz am Kopf haben, dann hat man so eine Beule oder sowas in der Richtung. Wenn man einen Menschen als Dotz oder Dötz hier bezeichnet, dann hat eher so kleine und ein bisschen runde Menschen. Und dieser Dotz hat sogar in den bundesweiten Sprachgebrauch geschafft, weil setzen wir ein I davor, dann wird das zum I-Dötzchen, und prompt haben wir die Erstklässler hier, die ganz frisch in die Schule gekommen sind. Ja, sagt man auch bei Internetseiten, ne? www. Oh Gott. Oh Gott. Fällt mir nichts mehr ein hier. Ja, ne? Schön ist auch, für die Folge vom Drüje Pitter schon gehört haben, das kann man auch zu einem Menschen sagen. Eine Drüje Pitter ist so ein ganz trockener, der irgendwie zu nichts zu gebrauchen ist, der auch zum Lachen in den Keller geht. Ja, dann gibt's natürlich auch Sachen, wo man, sag ich mal, ich will mal mich vorsichtig ausdrücken, wenn jemand ein Gebrechen hat, dann macht man sich darüber lustig oder sagt einfach, oh, der Schäl, der schielt zum Beispiel. Oder der Dick, das ist zum Beispiel ein Dicker. Das kann man auch zum Beispiel gut verwenden, wenn man den jetzt nicht genauer kennt und man steht irgendwie mitten auf der Straße und dann sagt man, ja, hier, wie heißt der noch, der Schäl. Dann weiß der andere 100%ig genau, wer gemeint ist. Das sind so diese Dinge, die auch so körperliche Gebrechen beschreiben, oder Gebrechen, also körperliche Eigenschaften, sagen wir mal so. Wie zum Beispiel der Platekopf oder auch der Plat. Das ist eine Glatze. Und Kölns berühmteste Plat ist Jürgen Zeltinger, natürlich. Ne? Der sich allerdings nicht als Schimpfwort eingemacht, sondern der lässt sich gerne als Plat bezeichnen, der ist da stolz drauf. Ja, ist der Assi mit Niveau, der immer noch durch, sag ich mal, die Kneipen tingelt und so Akustiksets spielt. War bei Fortuna Köln übrigens sag schnell. Vereinsheim. Im Vereinsheim, genau. Ich habe heute Sprachfindungsschwierigkeiten.
Was haben wir noch? Oh, schönes Schimpfwort ist auch eine Schroppsüffer. Das sind sehr unangenehme Menschen. Das sind nämlich die Menschen, die immer schön mittrinken und wenn die dann dran sind, eine Runde zu geben, dann sind die auf einmal auf Klo oder nach Hause oder sonst weg. Das sind die also auf andere Leute's Deckel gerne einen mittrinken, aber keinen ausgeben wollen. Einer der schönsten Schimpfworte, die ich so finde, ist der Wennlepper. Weil der Wennlepper ist eigentlich mal ein Wanderarbeiter gewesen oder ähnlich wie die Kesselflicker flickten sie irgendwie Wannen der Bauern und daraus ist der Wennlepper geworden. Das heißt mit anderen Worten, der lebt so durch den Tag, würde ich jetzt mal so grob das zusammenfassen. Und wenn der nichts auf die Reihe kriegt, sagt er, der ist ein richtiger Wennlepper, der Typ. Wenn wir schon bei der Highlights sind, also mein drittliebstes Schimpfwort ist dann Sackgesicht. Das muss man, glaube ich, nicht erklären, ne? Sackgesicht, ne? Also das kann alles sein. Hässlich, unangenehm, missgünstig, widerlich. Also irgendwie passt das wunderbar. Und es gibt von Gerd Köster einen Song, der heißt Sackgesicht. Und da gibt's diese schönste Zeile, das ist wahre Poesie. Der singt nämlich, und den Frau ist auch ein Sackgesicht und den Kinder sind auch Sackgesichtere. Herrlich, das gefällt mir am besten. Also bei mir Platz 3. Machen wir auch auf die Spotify-Playlist. Machen wir die einfach ja. drauf, ne? Wenn ich es finde. Das manchmal ist ein bisschen schwierig, weil das so Special Interest Songs sind vom Uli. Weil der Uli ist nämlich eine richtige Klavmol. Was heißt das? Ist er bei dir Platz 3 oder 2 oder 1? Das ist Platz 2. Eine Klavmol finde ich sehr, sehr schön. Das ist einer, der sehr, sehr, sehr viel redet und auch nicht immer, sag ich mal, das Beste, was so rauskommt. Dein Platz 2 ist? Mein Platz 2, würde ich mal sagen, ist der Pattefurel. Der Pattefurel ist eigentlich, das ist gar nichts Böses, das ist ein Drache. Also so ein Drachen, den Kinder an der Leine steigen lassen. Das kommt von Patte, ist Pappe, Furel ist der Vogel. Allerdings kann man das auch umgekehrt dann gebrauchen für gerne ältere Damen, ältere Tanten, Großtanten, Erbtanten, irgendwas. Ne? Das sind dann auch echte Drachen. So, mein Platz 1 ist, das habe ich mal was darf ich das sagen, im Supermarkt an der Metzgerstheke. Da haben sich 2 Rentnerinnen unterhalten und ich habe das nicht so ganz mitbekommen. Auf jeden Fall sagte die eine, ja, die kenne ich, das ist eine richtige Jehensfutt. Jetzt weiß man überhaupt gar nicht, also das ist so ein Wort, das hat die Frau wahrscheinlich in dem Moment gerade erfunden. Also Jehen ist das Gehirn und Futt ist der Hintern. Also ich sage jetzt mal so, wen auch immer die gemeint hat, der redet relativ viel Scheiße. Kann man dazu sagen? Nicht schlecht. Ja, das ist schön. Mein Lieblingsschimpfwort, das hat auch eine schöne Geschichte. Ich mache eine Tournee durch Altenheim und mache mit den alten Leuten so ein bisschen Kölschen Spökes und mache mit denen auch immer Schimpfwörter. Und dann zieren die sich immer so, können sie nicht sagen, kennen nix. Und ja, irgendwann kitzelt man so ein paar Schimpfwörter raus, wenn man denen so ein paar Stichworte gibt. Und dann war ich fertig, packe ein und dann kommt das war in Lindenthal, übrigens bei der Haute Volée. Und dann kommt eine ältere Dame auf mich zu, packt mich am Ellbogen und sagt, ey, da hatte ich noch. Ich so, ja, wieso haben sie dann Evans gesagt? Wieso haben sie das nicht eben schon gesagt? Hatte ich mich nicht getraut. Ja, dann sagen Sie mal, was ist denn Ihr Lieblingsschimpfwort? Und damit möchte ich auch diesen Podcast schließen, weil das ist das schönste Schimpfwort. Ich glaube, schöner geht's nicht mehr. Das ist Top 1 für immer. Okay, also du hast das letzte Wort. Das schönste Schimpfwort, was sie dann gesagt hat, ist, du Affgerütsch Treppe, ihr Länder. Und das ist seitdem mein Lieblingsschimpfwort. Schöner geht's nicht mehr. Und das können wir, glaube ich, nicht mehr toppen, oder? Nein, das können wir nicht mehr toppen. Ich würde sagen, wir verabschieden uns mit diesem, wie war es nochmal? Du Affgerütsch Treppe, ihr Länder. Wunderbar. Ja, wir wünschen euch viel Spaß mit der Folge. Wenn ihr, sage ich mal, nicht ganz genau verstanden habt, was wir denn alles so erzählt haben, auf dem Uli seiner Homepage Köln-Lotse gibt's das nochmal zum Nachlesen. Wir schreiben das auch nochmal in die Shownotes rein, dann könnt ihr darauf klicken. Das lohnt sich auch, das auswendig zu lernen. Beim nächsten Mal an der Theke, im Supermarkt oder so was ist man dann auch schlagfertiger, wenn man so ein paar Dinger raushauen kann. So macht Jod, du Kappesbuhr, du Kesselflicker, du Klavmol und ihr alle da draussen auch, ihr Knüsselsköppe. Bis demnächst. Vielen Dank. Vielen Dank fürs Zuhören. Und da wir natürlich absolut davon ausgehen, dass euch der Podcast gefallen hat, folgt ihr jetzt natürlich auch bei Spotify und zusätzlich noch auf der Webseite des Köln-Lotsen, köln-lotse.de oder bei dem ganzen Social-Media-Gedöns, Instagram, Facebook und wie sie alle heißen, überall einfach Köln-Lotse gucken, dann findet ihr uns.